Und somit Christi zurück zu Mass Effect 2 nach langer Zeit. Ich glaube, die letzte Aufnahme ist irgendwann im November 2023 entstanden. Und so lange ist jetzt schon nichts mehr gekommen. Genau. Du hast richtig gehört. Das wird jetzt aber nur eine vorsichtige Aufnahme. Aus einem einfachen Grund. Ich bin hier nun auf der Xbox Series S unterwegs, wie du vielleicht im Community Tab, wenn du mich schon länger verfolgst, vielleicht gelesen hast. Hallo Keeper. Und? Wie schaut's aus mit unserer Reaper? Naja. Und wir werden einfach einmal, ich weiß ehrlich gesagt gar nichts mehr. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Naja, down. Ah, meine Lieblingskundin. Was darf's denn sein? Einkauf? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben steht ein Kataloginterface. Ja. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Natürlich. Tech-Schaden, Multikernverwerter, Verstärker, ja. 75.000. Gruppenbonus plus 10 Tech-Schaden. Wir werden uns diesen hier merken. Dü. Einem neuen Bericht zufolge hat das Allianzmilitär derzeit Schwierigkeiten, die eigenen Anwerbungsquoten zu erfüllen. Die anfängliche Flut an patriotischen Freiwilligen nach Eden Prime ist inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen, weil große Teile der Bevölkerung Zweifel daran bekommen haben, dass die Allianz gegen die Geth-Technologie bestehen kann. Naja, warum auch nicht, gell? Ja, Avina. Willkommen! Der Marktplatz des Sakera-Bezirks bietet Verkaufs- und Lagerflächen für die weniger privilegierten Bewohner der Station. Untersuchen, Geschäfte. Was für Waren werden hier verkauft? Die Zerta Foundation, eine Gruppierung der Allianz, die sich auf medizinische Technologie konzentriert, betreibt hier eine Verkaufsstelle. Ceranis Applications bieten Software im Profibereich an. Untersuchen, Lagerhäuser. Warum gibt es Lagerhäuser mitten in einer Einkaufsgegend? Diese Gegend liegt in der Nähe der Andockstation des Sakera-Bezirks. Frachter legen dort an, um Passagiere und Vorräte an Bord zu nehmen. Die Ware wird vor Ort gelagert, bis sie innerhalb des Bezirks verteilt oder wieder von der Station abtransportiert wird. Dennoch empfiehlt C-Sicherheit den Besuchern, vorsichtig zu sein, da diese Kurzzeitlagerhäuser häufig für illegale Waren benutzt werden. Armut. Die Gegend sieht ein wenig heruntergekommen aus. Den Leuten hier geht's wohl nicht besonders gut. Die Bewohner der Bezirke haben ganz allgemein weniger Einkommen als die im Präsidium. Wie würden Sie das reparieren? Es muss doch eine Lösung für das Problem geben. Zukunftsforscher der Asari glauben, dass die Armut nur mit Cornucopia-Technologie zu besiegen ist, die alles herstellt, was sich der Anwender wünscht. Aber so eine Technologie gibt es bisher nur in Science-Fiction-Romanen. Hat da noch irgendwas? Zurück. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Irvina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ebenso, Madame. Auch wenn du nur virtuell bist. Gut, was haben wir denn da hinten? Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Bezirksmarkt? Und warum kommen Sie dann zu einem Lagerhaus des Sakera-Bezirks? Er sagte, es wäre keiner mehr vorrätig. Deshalb sollte ich hierher kommen. Von einem Serviceauftrag hat er nichts gesagt. Ohne Serviceauftrag kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, ich weiß absolut nichts mehr, muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen. Habt ihr irgendwas Interessantes? Nö, die schauen sich nur miteinander blöd an. Was hast du vor? Alter Waschel da? Aha. Der übt sich im Blödschauen. Und ihr zwar? Na gut. Da gibt's auch nichts Neues. Warte mal kurz. Es gibt ja irgendwo ein Tagebuch. Liebes Tagebuch. Aufträge. Projekt Feuergänger. Rosalie verschollen.
Das Projekt Feuergänger von Cerberus berichtet, dass ein Forschungsschiff in der Nähe des Planeten Seona verschwunden ist. Das Schiff hatte Wissenschaftler und den Prototypen eines Fahrzeugs zur Planetenerkundung an Bord. Cerberus möchte, dass das Fahrzeug wieder beschafft wird und alle Hinweise auf den Verblieb der Wissenschaftler gemeldet werden. Aha. Die Allianz hat das Wrack der SSV Normandy auf dem Planeten Alchera gefunden. Sie hat darum gebeten, dort ein Denkmal aufzustellen und Spuren der 20 noch vermissten Crewmitglieder sicherzustellen. Kasumi, Kollektoren aufhalten. Cerberus hat festgestellt, dass eine Alien-Spezies namens Kollektoren Kolonien der Menschen angreift. Sie stellen ein Team zusammen, um dieser Bedrohung der Menschheit entgegenzustellen. Jack? Ah ja, das sind die ganzen Begleitersachen. Ja, Warte mal ganz kurz. Kodex? Ah, das könnte man uns auch alles einmal durchschauen. Gruppe. Okay. Verkaufst du was? Nö. Flirtet nur permanent mit der Asari. Ja, ich wüsste nicht, was wir jetzt machen könnten, rein theoretisch. Moment, das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. Darüber weiß ich wirklich nichts. Ich versuche seit 2 Jahren diese Rückerstattung zu kriegen. Seit 2 Jahren. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ihr Leben wäre viel einfacher, wenn Sie Serviceaufträge und Quittungen aufheben würden. Ja, das denke ich mir auch oft. Dann kaufe ich was, weißt, und dann, wenn ich was brauche, habe ich die Rechnung weggekaut. Ja. Ja, das bin ich. Ja. Wir kehren einmal zurück zur Normandy. Und dann schauen wir uns das einmal an. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, was alles noch ist und hin und her und tralala. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis ich wieder drinnen bin. Tech-Kräfte und Schnellfeuerwaffen können Schilde, bla bla bla. Naja. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Mei, das ist aber lieb von dir. Teamstatus. Achso, ja. Info. Ja, die Kasumi müssen wir erst freischalten. Genau. Genau, Nuka. Die Kasumi aus Fallout 4. BZW-Verhaber. Man mag mich jetzt eigen nennen. Es gibt einen simplen Grund, warum ich Mass Effect an und für sich mit einem Mädel spiele. Und zwar, im ersten Teil hat die Synchronstimme ein bisschen eine bravere Stimme, sagen wir es jetzt einmal so vom Klang her. Und da wirkt die Stimme so, also verraucht. So, ich nenne es mal einen weiblichen Lemmy, gell? Ich habe das Spiel auch mit dem männlichen Charakter schon gespielt, aber da mag ich die Stimme nicht. Die erinnert mich immer so an eine N24-Doku. Ja, was das so von National Geographic gekauft und billig oder auf N24 nachsynchronisiert, gell? Und das herrscht von Österreich. Ja. Aus. Schild-Upgrade. Gruppenbonus plus 10 auf Schilde, Barrieren und Panzerung. Dieses umfassende System-Upgrade bietet verbesserten Schutz. Bla bla bla. Ja, bla bla bla. Da haben wir bla bla bla. Neue Nachrichten. Oh Gott. Das Gespräch mit dem Anderson haben wir in der letzten Episode gehabt. Mr. Udina Same Spatia. Genau, das war der Typ,
Same Spatier, jetzt kommt's mir erst. Jetzt kommt mir die Wut. Wirst sehen. Jetzt hau ich da nicht drüber. Mr. Udina war so nett, diese Nachricht für mich zu übermitteln. Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung der Leiche meiner Frau danken. Der Schmerz über den Verlust von Nirali bleibt zwar, aber dass sie ordentlich bestattet wurde, hat mich sehr getröstet, als Sie sich vorstellen können. Ich habe auf der Erde ein Restaurant eröffnet, wie meine Frau es immer wollte. An der Wand hängt ein Bild von Nirali und für Allianzsoldaten ist das Essen umsonst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Mut zu ehren, mit dem Sie und meine Frau der Menschheit gedient haben. Hochachtungsvoll, Same Spatier, wer sich von euch daran erinnern kann. Jetzt überlege ich nur gerade. Ah, das ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben vorher. Weißt du was? Man könnte doch rein theoretisch diese Mission jetzt machen. Nach Aite fliegen. Wieso soll ich auf dem Planeten Aita fliegen? Der ist so gelb und stinkend dort auch. So, schau mal. Also na, wie ist denn das gegangen? Jetzt da. Citadel? Ah, wir sind nicht voll. Ja, ich bin auch voll, wie mein Osen im Winter. Serpentnebel. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest mit deinem Konto da einen Sprit zahlen. Ich glaube, EA hätte Freude. Massenportal. Für das, dass es eigentlich ein relativ lineares Action-RPG ist, gell, ist da eigentlich relativ viel zu tun, gell? Das erinnert so ein bisschen an die alten Fallout-Spiele. Oder an Skyrim, wenn du dann aus dem Tutorial rauskommst und dann gehst du durch die verschiedenen Dörfer durch und dann ploppt rechts und links von dir ploppen die Missionen auf. Hilfe! Katsumi Bagari. Oder auch Katzenomi. So. Ah ja, das haben wir auch. Sonde gestartet. Ich glaube, da werden wir nicht viel finden, ha? Starte Sonde. Okay. Sonde gestartet. Ich weiß nicht mehr, wann diese Mission kommt, aber da gibt's eine Mission in dieser Sonde Reihe. unterwegs. Beim zweiten, da kriege ich eine Gänsehaut. Oh!
Sonde unterwegs. So. Das ist ja so ein... Ja. Weißt du was? Scheiß drauf. Den haben wir. Wir reisen gleich weiter zum nächsten Planetos. Unerforscht. Jetzt da. Sonde gestartet. Mir gefällt ein Fallout 4 die weibliche Stimme besser wie die männliche. Sonde unterwegs. Die weibliche gefällt mir mehr als die männliche, so würde ich sagen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das ist wurscht. Ich bin halt schon deppert. So. Starte Sonde. Ich wisse ja gar nicht mehr. Jetzt auf die Schnelle weiß ich ja schon gar nicht mehr. Sonde unterwegs. Ich weiß nicht mehr, für was wir das Ganze brauchen. Aber ich glaube, das brauchen wir später oben raus für einen Kampf gegen die Reaper. Ich meine, es ist eh kein Geheimnis mehr, oder? Dass wir da gegen die Reaper antreten. Ich wollte nicht Shepards Hintern sagen, ich will da weitermachen. Was? Vezio ist ein mittelgroßer erdähnlicher Planet mit einer dünnen, heißen Atmosphäre aus Kohlendioxid und Stickstoff. Erste Untersuchungen entdeckten Spuren von Iridium, aber sonst befindet sich in den Silikatwüsten, die den Großteil der Oberfläche bedecken, nur von wenig Interesse. Kürzlich entdeckte das Allianz-Forschungsschiff Kuppe in den Bergen entlang des Äquators einige Reste von Gräbern. Die dort gefundenen Skelette sind augenscheinlich humanoid, aber unvollständig und schlecht erhalten, was eine Identifizierung enorm schwierig macht. In der Nähe lagen auch primitive Grabbeigaben aus Keramik. Das wirft die Frage auf, wer wohl früher zu diesem unwirtlichen Planeten gereist sein mag, zumal es auf der nächstgelegenen Gartenwelt Volturno kein intelligentes Leben gibt. Universitäten der Menschen planen zurzeit weitere archäologische Untersuchungen. Ja. Sonde gestartet. Und ich weiß nicht, wer von euch, wenn ihr mich schon länger verfolgt natürlich, das ist einmal vorrangig, Sonde gestartet. von der Serie hat es nur 7 Staffeln gegeben. Das war von 2007 bis 2012, glaube ich, oder 2013. Wo die Hauptdarstellerin damals gesagt hat, noch 7 Staffeln, es ist Schluss, sie mag nicht mehr. The Closer mit der Kyra Sedgwick. Ich glaube, so hat die Dame geheißen. Sonde gestartet. Ich meine, ich will jetzt keine Werbung machen. Vielleicht auf wie heißt das? Momox? Keine Ahnung. Oder Memox? Keine Ahnung. Starte Sonde. Amazon, brauchst nur schauen, irgendwo. Die erste Staffel gibt's ganz günstig auf DVD. Ich kann dir, wenn du wirklich schmunzeln willst mit einem Hauptcharakter,
dann kann ich dir die Serie nur empfehlen. Im Prinzip die Dame ist Sonde unterwegs. ein bisschen was Hecheres bei der Polizei und ist versetzt worden aus etwaigen Gründen. Jetzt hat sie halt in Los Angeles ein neues Leben angefangen und ja, ermittelt halt, du kennst ja die Polizeiserien eh, ne? Aber Starte Sonde. was ich in der letzten Staffel mit diesem Charakter mitgeweint und mitgelacht habe, das habe ich so in den Ausmaß noch nie erlebt. Ist ja wirklich eine geile Serie, kann ich dir nur empfehlen. Weil es jetzt überall, weißt du, Sonde gestartet. weil es jetzt überall, man, ich verstehe das ja sowieso nicht, Sonde unterwegs. wie man sich selber die Lust auf Serien oder Filme verdurren kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der diese ganze Flut an Superheldenfilmen noch schaut. Ehrlich gesagt, für mich, ich glaube, ich habe das in irgendeinem von den letzten Videos einmal erzählt, ich habe schon mittlerweile ein bisschen Reizüberflutung. Starte Sonde. Ich bin ja alter Trottel, mir wird das jetzt schon zu viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Sonde gestartet. Was bedeutet, warte mal kurz, jetzt bin ich mal am überlegen, was das heißt, wenn da... Sonde unterwegs. Okay. Ich glaube, wir hätten einmal genug gesammelt, oder? Jetzt machen wir mal eine Mission, oder? Weil das wird ja auch langweilig. Feuerfänger, MSV Rosalie, da wollen wir hin. Zur Rosalie, da wollen wir hin. Ich meine, ist jetzt eine blöde Frage, aber empfindest du, wenn du vielleicht die letzten Episoden geschaut hast, empfindest du das ein bisschen? Ich meine, es kommt immer drauf an, wie du das siehst, weil vom Schneiden her, YouTube hochladen, ist ja auch wieder ein bisschen ein Unterschied, weil YouTube ja auch nicht gerade pipi-fein hochlädt, ne? Oder auflöst in der Grafik. Mir persönlich ist das Thema scheißegal, ich höre nur immer überall davon. Aber Sonde gestartet. meinst, ist das ein qualitativer Unterschied zur alten Xbox? Vielleicht bin ich in der Hinsicht ein bisschen deppert oder altmodisch oder hinterwäldlerisch, wie man bei uns sagen tät. Sonde unterwegs. Ja, das sagt man halt eigentlich auch nicht mehr. So. Wenn ich mal lustig bin, wenn ich mal ganz lustig bin, aber nur dann, wir mal außerhalb von den ganzen Quagel, da mal ein bisschen weiter abbauen. Das mache ich privat. Jetzt werden wir eine Mission machen. Ich habe eine Anomalie geortet. Ich weiß, mein Schatz. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Scans, also können wir landen. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geortet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Case und Dr. O'Loy enthalten. Na, dann schauen wir uns das einmal an erst. Ja.
Nach Daten suchen. Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Ich mein, die Atmosphäre auf so Planeten, wenn du jetzt so eine Mission machst, ist schon geil. Okay. Aber wo muss ich da hin? Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Frachtcomputersteuerung. Ach du Scheiße, wie ist denn das gegangen? Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Ah ja. Dort sind wir bestimmt sicherer. Memory für Arme. Primärsysteme online. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Was für ein... Achtung, Zielsuchraketensystem aktiv. Was sie da jetzt machen? Missionsziele geortet. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ja. Ja, wenn das so ist, ich darf man ja auch rauchen. Und warum? Ja, weil es lustig ist. Wow. Der Weg ist jetzt frei. Empfehle konventionelle Waffen, um den Weg freizuräumen. Ja, danke du VI, du. Weil das ist ziemlich eine der unkonventionellsten Missionen, die ich in dem Spiel bis jetzt erlebt habe. Obwohl ich eigentlich das Spiel kennen sollte, ehrlich gesagt. Geht's da weiter? Machen wir da auf. Pass auf, Knight Rider. Hui! Ja, der Knight Rider ist ein Scheiß dagegen. Ich hab's. Was hast? Pickel, Akne. Kurzer Blick, also ich kann nicht mehr speichern jetzt, das ist so ein Scheiß. Aha. Da war ja schon.
Weil wie jetzt da raufgekommen, weiß ich auch nicht. Mal da rauf. Es wird wohl sicher noch was anderes geben, oder? Wieder aufgekommen. Wahrscheinlich bin ich wieder blind, blöd und blind. Knight Rider! Hui! Hä? Aber jetzt da. Da hinten müssen wir jetzt hin. Okay, war da. Na komm. Das war's. Erhalten. Wow. Ich bin begeistert. Mission-Zusammenfassung. Erfahrung erhalten. Ja. Und somit wünsche ich dir was. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Gaudi gehabt bei dem Quagel. Baba dabei.